Dass das so schlimm wird, hätte ich nicht gedacht. Holy shit, Digga. Aber ihr denkt, das hier ist das Schlimmste. Nee, denn jetzt kommt das Highlight. Yo, 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 yo. Was geht ab, Leute? Chat, bevor wir aber hier irgendwas machen. Ich bin gerade zeitgleich auf dieser Insel mit dem Goat aller Goats. Der ist nämlich auch gerade hier. Zumindest vermute ich das. Cristiano Ronaldo. Sorry. Digga, Cristiano Ronaldo ist gerade on the island. Zumindest wird das spekuliert. Weil sein Private Jet vor 3-4 Tagen hier angekommen ist. Wahrscheinlich wegen Geburtstag, I guess. Die Frage ist halt nur, ob er dann auch da drin war oder wegen Family halt. Welche Island? Madeira. Haha. nicht Epstein Island, Bro. Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder auf Madeira. Leider schlechtes Wetter. Das ist kacke. Es hat geregnet, es ist keine Sonne, ist scheiße. Naja, trotzdem ist es nicht kalt hier. Aber ich glaube, ab morgen oder ab übermorgen soll es wieder Sonne sein. Aber dann bin ich auch gefühlt schon wieder weg, Digga. GG. Bei mir 12 Grad? So warm? Chat? Hugo Island. Warte mal kurz. Steht das da? Das steht da wirklich, ne? Wie läuft's mit deinem Haus? Gut, dass du es ansprichst. Gut, dass du es ansprichst. Ich war nämlich jetzt gerade bei meinem Haus. Ich bin reingekommen. Da haben nämlich welche gearbeitet, was ein Wunder. Und ich habe ein paar Pics gemacht. Bruder, also eine Sache muss ich sagen, die sind actually weit gekommen. Also es neigt sich dem Ende. Wirklich jetzt. Also zum Beispiel kann ich Badezimmer zeigen. Badezimmer sieht endlich aus wie ein Badezimmer. Zumindest was die Fliesen angeht. Hier. Es sieht endlich aus wie ein Badezimmer. Die Fliesen sind gelegt. Das ist schon mal gut. Auch beim anderen Badezimmer, da wollte ich jetzt nicht fotografieren, weil da hat jemand gearbeitet. Dann, was ich auch lustig fand, ist einfach, dass auf meiner Wand einfach WhatsApp steht. Keine Ahnung warum, Digga. Ja, da stand einfach WhatsApp. Ich dachte, ich fand das lustig. Ich muss das fotografieren. So, kommen wir aber jetzt zu den etwas... Ja, wir fangen mal low-key an. Die Badewanne. Die Badewanne wusste ich, dass sie so breit sein wird, aber ich konnte mir das nicht richtig vorstellen. Bruder, die Badewanne ist so dünn, Digga. Ich weiß nicht, wie es auf dem Foto rüberkommt, aber die ist so dünn, Digga. Also von der Größe her passt, aber von der Breite her, Bruder. Junge, die ist so dünn, Digga. Scheiße. Zu breit im Gym geworden? Nein, aber die ist echt dünn. Aber egal, das ist Meckern auf hohem Niveau, okay? Kommen wir mal jetzt wirklich zu den, ja, schlechten Sachen. Sag mir bitte, was an dieser Treppe falsch ist. Ich glaube, man sieht sich auf dem Bild richtig. Karton, nein, Bruder. Nicht genormt? Nee, genormt ist die. Also die ist schon, von der Höhe ist die überall gleich. Aber, Bruder, dieses Teil hier, man sieht es hier eigentlich wegen dem Fliesen. Guck mal, warte mal. Bro, diese verfickte Treppe ist schief. Das sind die Ziegel. Die sind gerade. Ja, ich kann es halt schlecht nachmachen. Na? Oder das ist die Treppe. Also die ist, in Real Life sieht man es mehr. Hier sieht also mit den Strichen sieht man es eh nicht. Aber achtet mal auf die Striche hier und auf die Treppe hier. Das ist schief. Also die Ziegel hier sind richtig. Die sind gerade. Die Treppe ist aber schief. Ich habe das jetzt so fotografiert, dass die Treppe gerade ist. Aber, Bro, die Treppe ist verfickt aber schief. Die war schon, bevor dieses Holz da war die schon schief. Und ich dachte, ja, okay, die sind ja safe nicht so dumm und machen dann mit der Holzverkleidung das schief. Die werden das ja bestimmt einfach gerade machen. Bruder, falsch! Das ist einfach schief! Was labert die Treppe? Ist nicht genormt? Die ist genormt, Digga. Die ist genau gleich hoch überall. Das sieht man jetzt nicht also auf dem Foto sieht es halt anders aus wegen Winkel, aber also die Treppe von der Höhe ist perfekt, aber Bruder, diese Fläche hier ist einfach schief, Digga. Die haben mich verarscht. Es ist aber auch nur es ist nur die eine Stufe hier. Es ist jetzt nicht so deep, aber es ist trotzdem, Digga. Das geht nicht. Bro, wie geht sowas? Bruder, ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall, es wird noch schlimmer, Leute. Es wird noch schlimmer. Kann mir jemand erklären, was das hier ist? Bruder, verfickt nochmal Wasser. Warum ist das feucht? Das ist in der Garage. Über der Garage ist Wohnzimmer. Digga, das ist am Rand vom Haus. Da kommt einfach Wasser durch. Aber ihr denkt, das hier ist das Schlimmste. Ha. Nee. Denn jetzt kommt das Highlight. Okay? Guckt euch bitte das hier an. Gott sei Dank bin ich da hingegangen, habt das doch gesehen. Sonst hätten die einfach drüber gestrichen, sage ich. Bruder, guckt euch das hier an. Bruder, wen willst du verarschen? Bro, komplett verpilzt und komplett alles nass hier. Junge, das ist die Garage. Bro, das geht nicht. Weil das so lange gedauert hat, ist das entstanden? Nein, das ist entstanden, weil irgendwas am Haus undicht ist
Und von draußen vom Garten, weil wenn es halt regnet, kommt das Regenwasser einfach da durch. Die haben das nicht richtig gedichtet. Also das ist nicht dicht. Also Wasserleitung ist es nicht, weil die ist, glaube ich, noch nicht angeschlossen, aber Bruder, was ist das? Lalabilla, ja? Bro, wir haben das Bild jetzt in die Gruppe geschickt mit Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Junge. Wer billig kauft, kauft zweimal. Bruder, ich küsse dein Herz. Das war alles aber nicht billig. Es ist halt einfach Portugal, Digga. Es ist halt einfach, Bro, hätte ich das in Luxemburg oder Deutschland gekauft, tamam, Bruder. Es ist so, Digga, das hier instant weg oder Klage. Aber hier ist halt, Bruder, Portugal. Ich werde nie wieder ein Haus kaufen, was im Bau ist, wenn es nicht in Luxemburg oder Deutschland ist. Nie wieder. Also, Digga, dass das so schlimm wird, hätte ich nicht gedacht. Holy shit, Digga. Bro, das Haus hätte ja seit 2 Jahren schon fertig sein müssen. Wie viel willst du noch kaufen? Ja, erstmal gar nichts mehr. Ich bin durch mit Häusern, Alter. Reicht jetzt. Reicht. Ich kann jetzt erstmal chillen. Bekommst du dann doch safe saftiger Rabatt bei der Verlängerung? Auf gar keinen Fall, nein. Also, Digga, das ist alles so dumm. Bro, Portugal-Regeln sind irgendwie ganz skafft. Wird von da gestreamt, ja, wenn es endlich mal fertig ist, ja. Aber es soll ja, und ich denke, jetzt, wo ich den Fortschritt gesehen habe, könnte ich mir schon vorstellen, dass es jetzt endlich soweit sein wird. Also ich frage mich echt, wie die das hier fixen wollen. Das weiß ich noch nicht, wie die das machen. Aber ich denke schon, dass März das Haus fertig ist. 100%. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon öfter gefragt, ob ich jetzt weiß, wann ich da bin, wegen Unterschreiben. Und ich unterschreibe nur, wenn das Haus fertig ist. Heißt, bis dahin wird es halt wirklich fertig sein, glaube ich. Du sagst, hast du schon zu oft gesagt. Nein, aber jetzt diesmal wirklich. Also, ich war heute in meinem Haus und es sieht mittlerweile, außer das hier und das hier, sieht es eigentlich mittlerweile geil aus. Also, ich hab euch jetzt nur die negativen Sachen gezeigt, aber das Haus sieht schon geil aus mittlerweile. Also, auch innen. Also, das allein das Guck mal, dass das Badezimmer endlich auch mal angefangen wurde, Digga. Pool ist, also der Garten ist jetzt auch, man sieht jetzt endlich, wie groß der Garten ist. Und der Garten ist übergeil. Also der Garten ist größer, als ich dachte. Den hat man halt nie richtig gesehen, weil die Mauer noch nicht gezogen wurde und weil da die ganze Zeit so ein Erdhaufen war. Der Erdhaufen ist jetzt weg, die Mauer ist gezogen. Bro, das sieht, also ist schon geil. Ist schon geil. Ja. Hast du dann so eine geile Regendusche? Ich glaube nicht. Weiß es gar nicht. Dann endlich der Gartenstream, von dem du dich seit Jahren gedrückt hast. Auf gar keinen Fall, Digga. Ich werd nichts von diesem Haus zeigen, wo man raussehen kann. Auf gar keinen Fall. So, hast du irgendwas in die Gruppe geschrieben? Ne, meine Mutter hat einfach nochmal geschrieben auf Portugiesisch. Bro, und ich wurde gescampt, was Sauna angeht. Da sollte ja eigentlich eine Sauna kommen. Digga, die haben einfach, ohne zu sagen, geht einfach nicht. Bruder, auf einmal, ich schwöre, der hat das einfach schnell gegoogelt. Der schickt mir einfach sowas hier. Warte. Bruder, der sagt so auf diese, ach ja, da kann man ja einfach eine Sauna in den Garten stellen. Das würde dann so aussehen. Bruder, der hat kurz Katalog aufgemacht, kurz geguckt, Digga. Oder hier so. Ach ja. Die sollte eigentlich drin sein, die Sauna, und nicht so, sondern wirklich reingebaut. Aber ach, Digga, ist so alles egal. Bruder, ich sag ehrlich, ich hab mental aufgegeben mit dem Haus. Ich hab mental aufgegeben. Ich freue mich jetzt mehr auf Luxemburg als auf Madeira. Also Luxemburg wird halt geil, weil da ist alles professionell, alles ist klar. Das Datum wird auch safe eingehalten. 100-mal geiler, Digga. Küche ist noch gar nicht drin. Küche ist wirklich noch gar nicht drin. Haben wir das Luxemburg-Haus fertig? Laut denen August. Diesen August. Die Bronzeküche. Ey, ich schwöre, ihr könnt diese Küche nicht mehr haten. Diese Küche ist geil. Also mit Gold hattet ihr recht, gebe ich zu. Also mit Gold war die jetzt auch nicht so schrecklich, wie ihr alle gesagt habt, aber ja, aber ich sag, Bruder, das ist doch eine geile Küche, Digga. Also, Bruder, wer da hatet, ist leidig, so habe ich gesagt. Ich finde die geil. Und ich sag, in Real Life sieht die Nummer geiler aus, weil das ist halt nur ein Render, ne? Schwarz besser, vertrau mir, schwarz ist nicht besser. Achso, okay, hängt davon ab, wenn du das mit schwarz meinst, okay, vielleicht. Aber Bruder, bitte, wenn ich noch einmal eine schwarze Küche sehe, Digga, dann kotze ich im Strahl, Digga. Jeder hat schwarz, überall schwarz, Digga. Reicht doch, Mann.